ein gutes Neues von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt einen guten Anfang gehabt in diesem neuen Jahr. Wenig Stress. Wenn nicht, dann schön, dass du da bist. Heute Morgen werden wir für dich mit dir beten. Werden wir uns genug Zeit nehmen, zur Lobpreis kommen, zur Ruhe kommen und einfach Gott begegnen heute. Ich freue mich, das neue Jahr mit euch zu anfangen. Ich bin vor der Weihnachten in Ikea mit meiner Mami zusammen. Wir haben 2 Sachen gebraucht. Wir haben nicht so viel Zeit gehabt und wir haben gewusst, also ich habe gewusst, ich bin ziemlich stolz in mir, weil ich kenne Ikea ziemlich gut. Ich kenne die Shortcuts, die kurzen Wege von der Teppichecke, wo kannst du dann gerade wirklich rausgehen. Ich bin ziemlich stolz gewesen, dass, hey Mama, ich weiss, wo die Sachen sind, wir gehen, wir holen und that's it. Und dann kommen wir raus. Ja. Sie haben etwas gewechselt und es hat sich wie ein Labyrinth gefühlt. Egal, wo wir durchgegangen sind, ich habe den Weg nicht mehr gefunden. Das Mama hat gesagt, ja, aber es ist sicher da gewesen. Ich sage, bin mir nicht mehr sicher. Und wir haben die Zeichen nachgegangen und das hat uns irgendwo anders gebracht. Und es hat sich so wie ein Puzzle gefühlt, weil wir mussten mal raus suchen und schauen, wie kann man das gut hören. Und das war eine lange Reise. Und schlussendlich, wir haben viel mehr eingekauft, als wir ursprünglich geplant hatten. Sie haben gewonnen. Aber das hat mir die Gedanken gegeben, wie lustig manchmal auch unser Leben aussieht. Manchmal wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan, wir wissen genau, was wir wollen, wohin wir gehen. Wir gehen richtig den Weg und doch die Sachen sind nicht immer so, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir das geplant haben. Ist das, ich weiss nicht, ob das nur bei meinem Leben so ist oder kennst du auch die Gefühle, du fängst ein neues Jahr, du hast ein Ziel und am Ende des Jahres schaust du zurück und denkst, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Vielleicht besser, vielleicht nicht so hoffnungsvoll. Und die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die ihr Leben anders sich vorgestellt haben und doch Gott andere Pläne gehabt oder ist einfach anders rausgekommen. In den nächsten 3 Wochen, wir werden miteinander etwas machen. Wenn man die Bibel anschaut, die Bibel besteht aus etwa 66 Büchern. Die Bücher sind Briefe, Lieder, prophetische Bücher, sind von rund 40 Personen über Jahrtausend Jahre geschrieben worden. 40 Autoren. Wenn man das anschaut, denkt man, das ist einfach eine Sammlung von Briefen und Büchern. Geschichten, Worte, Kapitel. Und doch, die meisten von uns wissen, dass es einen starken Zusammenhang hat. Dass alles zusammenpasst. Dass es einen roten Faden gibt, der von Anfang bis zum Schluss durch die Bibel geht. In den nächsten 3 Wochen, wir nehmen ein Wort oder eine Geschichte und wir schauen das an durch die ganze Bibel. Also wir nehmen den Schritt zurück, wir gehen nicht ein Kapitel anschauen oder ein Vers oder eine Geschichte, sondern wir schauen das Wort oder eine Geschichte durch die ganze Bibel. Und dann sehen wir, was für eine Bedeutung das hat. Nicht nur in diesem Buch, sondern durchaus. Und was bedeutet das für uns heute? Und das Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, das Wort ist Exodus. Exodus auf Deutsch heisst Auszug, Wegzug. Es ist das 2. Buch von Mose. Das Exodus ist eine Story, hat stattgefunden, aber es war nicht einmalig. Es hat angefangen eigentlich mit dem, schon von Anfang von Adam und Eva, aber der grösste Teil vom Exodus war wirklich mit Israel. Aber eigentlich, das Wort, das Geschichte von Exodus, prägt die Sprache der Bibel. Es hat angefangen mit Sklaverei und es geht bis Offenbarung.
Die Wort Sklaverei, Freiheit, Wüste, Wanderung in der Wüste, Verheißung, das verheißende Land, Gottes Führung, diese Worte, das kennen wir. Und das kennen wir nicht nur von der Exodus, sondern durchaus in der Bibel. Die Story, wir werden wir heute anschauen und schauen wir dann, wie geht es weiter und wie kommt bis heute, fängt mit Israel. Israel findet sich in Ägypten unter Druck, an der Zeit vom Pharao, sind Sklaven, sind in einem System, wo sie durch ihre eigene Kraft sich nicht befreien können. Ziemlich verwirrt, allein, die schreien zu Gott in ihrer Knechtenschaft seit 2. Mose 2,3. Die bringen ihren Ruf. Da kann ich nächste Folie. Schreien zu Gott und Gott hört ihren Schrei. Er hört und ihr Geschrei über ihre Knechtenschaft kam vor Gott. Gott hört sie, er schickt den Mose. Der Mose konfrontiert den Pharao. Und erst alles eskaliert, die Plagen kommen, die Ägypter sind nicht happy, die Israeliten sind nicht happy. Wird alles erst schlimmer und dann irgendwann Ägypten bricht zusammen. Und sie lassen Israel frei weglaufen. Aber diese Freiheit ist kurz. Sie kommen raus von Ägypten und gerade dann stehen vor dem Roten Meer. Ein Meer, wo wir wissen, die meisten damals Leute nicht gut schwimmen. Für sie Meer ist tot. Hinten dran ist die Armee von Ägypten, wo sie folgt. Und vorne ist das Rote Meer. Und da haben Kinder, da haben Frauen, ältere Leute und das ist tot. Und ich habe mich oft die Frage gestellt, erstens her, also ich weiß, was ist danach passiert, aber Gott hat auch sie um das Meer führen. Also nicht muss er gerade das Meer bringen. Gott hat sie gebracht und er hat das Meer aufgetan. Er hat ein Wunder da. Sie haben ein Wunder Gott gesehen. Meer geht auf. Sie laufen durch Meer, gehen auf der anderen Seite. Halleluja. Was für ein Wunder. Was für ein Erlebnis. Auf dem trockenen Meer laufen und dann kommen auf der anderen Seite und denken, jetzt sind wir frei. Jetzt ist fertig. Gott von Israel, der Jahwe, er hat uns befreit. Wie genial. Wir dürfen jetzt feiern. Und gerade dann finden sie sich in der Wüste. Es sind keine Häuser, keine Sicherheit. Die Feinde sind überall. Okay, was soll das jetzt? Du hast uns befreit, du hast mehr aufgetan für uns und dann hast du uns in der Wüste gebracht. Und dann schnell ist die Gedanke gekommen, ist die Sklaverei doch nicht besser gewesen? Hat Gott uns da rausgebracht, damit wir da sterben? Was hat er wollen? Wieso? Verstehe ich auch. Und Gott hat angefangen, Wunder zu wirken. Er hat sie versorgt mit Manna. Er hat sie versorgt mit Wasser, die aus dem Fels ausfließt. Er hat sie geschützt und geführt durch Wolken und Feuer im Nacht und Tag. Er hat sie am Israel offenbart. Und Schritt für Schritt hat sie gelernt in Vertrauen. Die Wüste war keine Strafe von Israel, sondern ist eine Zeit von Formation. Gott wollte sie formen. Er wollte sie transformieren. Er wollte, dass sie lernen in Vertrauen. In ihm wachsen und zum Erfolg werden, die Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Die Wüste war eine Prüfung. Ich weiß es nicht, wo sind wir? Kann ich die Folie haben mit 1. Mose 12, 2? Gott hat, also ich kann machen, was ihr wollt eigentlich. Voll easy, fühlt euch frei. Go for it. Sowieso zu viel Folie, also könnt ihr mit dem spielen. Gott hat einfach, die Bibelseite ist schon eine Zeit von der Prüfung gewesen, aber es zeigt auch, dass sie Gott kennenlernen können. Eine Zeit, wo sie können durch den
den Exodus durchgehen, durch diese Zeit, Gott näher kommen, mit ihnen wachsen, mit ihnen unterwegs sein und ihre Identität neu entdecken. Sich selber neu kennenlernen, Gott wieder neu kennenlernen. Es war eine schöne Zeit, mit Gott unterwegs zu sein. Was für ein Privileg. Das kommt vorbei. Wüste ist vorbei. Irgendwann kommt Israel in dem verheißenden Land. In einem Land, wo Milch und Honig fließt, wo Ruhe herrscht, wo genug Platz hat für alle Stamm Israel. Und man denkt, das ist der Endpunkt. Das ist es. Wir sind ein verheißendes Land. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Nein, das war nicht das Ziel von dem verheißenden Land. Gott hat sie an dem Ort gebracht und hat ihnen gesagt, ihr werdet es sagen. Durch euch werden andere Nationen mich kennenlernen. Durch euch werden andere Menschen gesegnet werden. Ihr seid gesegnet und ihr werdet andere Menschen segnen. Sorry, ihr seid richtig gewesen. Ich habe falsch gedreht. So sorry. Das ist es Gottes Verheißung. Ich bringe euch raus, haltet mein Gebot und ich mache euch zum Segen. Er hat der Israel eine neue Berufung gegeben. Es sind nicht nur einfach ein Volk, ich habe euch ausgewählt, ich habe euch heilig genannt und ihr dürft als ein heiliges Volk Herrlichkeit widerspiegeln. Ihr dürft meine Herrlichkeit, meine Kraft, meinen Namen gross machen unter alle anderen Nationen. Das ist eure Berufung. Das ist eure Identität. Das ist euer Auftrag. Geht und macht das. Haben sie das gemacht? Man sagt, habt ihr das auch gehört? Es ist einfach, Israel aus dem Ägypten rauszunehmen, aber es ist nicht einfach, Ägypten aus dem Israel rauszubringen. Haben das mal gehört? Ziemlich schnell die Verheißung, die Befehl von Gott, vergesst nicht. Und was ich mit euren Vorvätern gemacht habe, haben sie doch vergessen. Ziemlich schnell sind sie gekommen und haben angefangen, andere Götzen anzubeten. Ziemlich schnell haben sie die Gebot, hey, heiratet nicht mit anderen Völkern, bleibt unter euch, haltet mein Gebot, ihr dürft ein Vorbild sein von anderen Nationen. Und was machen sie? Die bringen andere Nationen rein, fangen ihre Götzen anbieten, fangen mit den Traditionen zu leben. Und die Exodus-Geschichte wiederholt sich. Ziemlich schnell kommen Propheten, die retten Israel für eine gewisse Zeit, aber dann kommen die Könige, die Stabilität verheißen, versprechen, aber wirken genau wie der Pharao. Die Sklaverei nimmt eine neue Form in Israel. Macht wird missbraucht, Götzen werden angebetet, ich weiß nicht, auf das Schweizerdeutsch. Und sie sind wieder in einem Kreislauf. Sie gehen an dem Ort zurück, wo hätten nicht sollen jemals sein. Von dem verheißenen Land sind sie rausgetrieben, wieder zurück in die Wüste und im Exil. Das, was hätte sollen sie in dem verheißenen Land halten, festhalten, hat Israel kaputt gemacht. Indem sie Gott nicht glaubt, vertraut. Indem sie Angst gehabt haben, indem sie Kontrolle auf sich selber genommen haben, statt Gott angeben. Die sind in einem Kreislauf gewesen. Wenn man die Alte Testament immer wieder liest, darf ich nächste Folie und nächste, wieder nächste. Gut, dazu sage ich noch etwas und dann gehen wir weiter. Also Exodus steht von 3 Teilen. Ist der Weg hinaus, der Weg raus, der Weg durch und der Weg rein. Und der nächste Folie. Aber durch ihre Ungehorsamkeit,
By the way, ich sage es noch kurz. All die Folien sind von Bible Project, merci. Wer das weiß, danke. Die Predigten, die wir machen, sind vom Bible Projekt. Ich glaube, der Micha wird euch einen Link anbieten nächste Woche, wenn ihr möchtet gerne ein bisschen tiefer in die Themen gehen. Ihr dürft auf Bible Project gehen, Videos hören, das ganze Artikel lesen und euch ein bisschen mehr mit dem beschäftigen und vielleicht auseinandersetzen. Also sie sind jetzt in dem Kreislauf wieder. Wenn ihr das Alte Testament leset, die Story, das ist genau gleich, immer wieder. Eine Generation kennt Gott, also lernt Gott kennen, glaubt an Gott, sie sehen Wunder und Zeichen von Gott. Gott führt sie in neue Identität, er tut sie befreien von anderen Königen, von der Pharao, von den Feind. Sie leben und sie beten den Gott an und sobald sie sterben, die nächste Generation kommt, das gleiche Geschichte. Sie fangen an, andere Götzen zu beten, sie bauen Altar für die anderen Götzen, dann kommen der Feind, treiben sie raus von ihrem Land und es ist einfach das Exodus-Story an einen Repeat. Über Generation zu Generation zu Generation. Es sieht so aus, als kein Retter kann sie mehr retten. Kein Sieg ist endgültig. Alles ist temporär. Es gibt kein verheißendes Land mehr. Und dann Jesaja spricht. Und in Jesaja 43 kommt eine Verheißung. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es ist schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Gott weiter, Jesaja, gibt eine Verheißung von einem König, ein Retter, der kommt und das Exodus-Geschichte vor Ende bringt. Ein König, der kommt und wieder Menschen befreit. Ein König, der nicht nur die Regierung, Gesellschaft konfrontiert, sondern viel tiefer geht. Mit ihm das Geschichte von Exodus kommt zu Ende. Er spricht von jemand, ein Prophet, ein Herr, ein Retter, der einig für immer Exodus vollendet bringt. Jesus kommt und er kommt nicht mit Waffen um Rom bekämpfen, wie die Israel hat sich daran gewöhnt, von der Geschichte, wo sie sich auch gewünscht haben, gewusst haben, gedacht haben, so muss es wieder sein, der kommt, er kämpft, wir sind befreit vom Rom und that's it. Nein, der König kommt und er tut nicht einfach die politische Ungerechtigkeit ändern, er geht viel tiefer. Er steht hinter dem System, hinter der Regierung, hinter den Pharao und den Königen von dieser Zeit. Er geht direkt zu Tod, Sünde und Angst. Und er konfrontiert das, was Menschen immer wieder in den Kreislauf bringen. Immer wieder an den Ort stellen, wo eigentlich sollte man nicht sein. Und er konfrontiert die Wurzel von dem Kreislauf. Jesus sagt, durch er sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne durch mich. Der Hebräer 2,14 sagt, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seines Macht ausübt, nämlich den Teufel. Jesus ist vor dem Roten Meer gestanden. Dieses Mal Gott hat nicht das Rote Meer für ihn aufgetan. Er ist durchgegangen durch den Tod. Er hat den Tod besiegt. Er ist auf dem Kreuz gestorben, auferstanden. Und durch sein Leben, durch seinen Tod und Auferstehung, wir haben ein neues Leben in ihm. Die ersten Christen
von den ersten Jahrhunderten, sie haben sich nicht Christen genannt. Das Wort Christen kommt viel später. Die ersten Christen, wisst ihr, wie sie geheißen sind? Die Anhänger vom Weg. The followers of the way. Die ersten Christen werden nicht als Christen genannt. Ich weiß noch eigentlich, wann ist das Wort Christen gekommen? Kann ich mir nach dem Gottesdienst sagen. Aber die sind die Anhänger, die Nachfolger der Weg gewesen. Weil sie haben geglaubt, Jesus hat einen neuen Weg gebracht. Und einen Weg raus von Sklaverei, aber nicht nur von einer äußerlichen Sklaverei, sondern auch das innerliche innerliche Sklaverei, oder es gibt ein anderes Wort, Gefangenschaft. Jetzt ist es. Das innerliche Gefangenschaft hat er uns befreit. Er hat uns hineingebracht, nicht in ein verheißendes Land, sondern in einen Ort, wo wir mit Gott unterwegs sind, wo wir eine echte Herzveränderung, Denkenveränderung erleben. Er hat uns in einen Ort gebracht, Jesus in Exodus, wo wir andere Menschen werden, wo wir Transformation und Formation erleben. Johannes 8, 36 sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorchen wird das Leben nicht sehen. Das Exodus-Geschichte ist durch das ganze Alte Testament durchgegangen. Das hat sich immer wieder wiederholt bis zur Zeit von Jesus. Und dann auch, er hat das fertig gemacht. Wir haben in der FG bei uns im Kreuzpunkt die 4 Schritte, die ihr auf meiner rechten Seite seht. Brich auf, lerne Gott kennen, leg es ab, erlebe seine Freiheit, find raus die Berufung und dann gang los, mach einen Unterschied. Das ist der Exodus-Weg, wo Gott Israel genommen hat. Er hat sich immer wieder in Israel offenbart. Sie durften immer wieder Gott erleben. Er hat sie immer wieder befreit von ihrer Sklaverei, aber auch von der inneren Gefangenschaft, die sie hatten. Er hat ihre neue Identität gegeben. Er hat sie begleitet, dass sie auch wachsen, wer sie sind, als ein heiliges Volk. Gott hat ihnen den Berufung gegeben. Er hat die Berufung immer wieder bestätigt. Er hat es immer wieder in ihrem Leben ausgesprochen. Er hat gesagt, ihr dürft einen Unterschied machen. Da, wo ihr seid, darf nicht das Gleiche sein. Und die gleiche Verheißung gilt auch heute. Ich weiss es nicht, wo du durch bist. Das Team darf schon jetzt führen kommen. Aber wir sind alle ab und zu in diesem Weg. Entweder neu Gott kennenlernen in unserem Leben. Entweder stammen in einem Ort, wo wir Fragen stellen, wo bist du, wieso hilfst du nicht? An einem Ort, wo wir schreien, ich brauche deine Hilfe, komm und rette mich. Oder von Schwierigkeiten vom Roten Meer, von den Feind. In einem Ort, wo wir einfach Versorgung brauchen von Gott. Wo wir dürfen in Versorgung sehen, Wunder, sind Wirken in unserem Leben erleben. Oder vielleicht sind wir an einem Ort, wo wir fragen, was ist der Sinn vom Leben? Wieso bin ich da? Was willst du von mir? Was ist meine Berufung? Was darf ich machen in meinem Leben? Oder wir wissen das alles schon. Und sind wir an einem Ort, wo wir sagen, wie kann ich einen Unterschied machen? Wo darf ich einen Unterschied machen? Das Exodus ist vorbei. Das haben wir heute noch mehr. Wir wollen nicht in diesem Kreislauf sein. Wir haben einen Retter, der uns einmal für immer befreit. Und nicht nur von einem Regierungssystem, sondern von Sünde, vom Tod selber. Und wir dürfen in diesem Weg mit Jesus unterwegs sein.
Ich weiss noch, was hast du für das neue Jahr geplant? Was ist dein Neujahrvorsätze? Dein Ziel für das neue Jahr, dein nächster Schritt im Leben? Ich weiss noch, wo du da stehst. Aber ich will dich ermutigen, heute mal Gott fragen, wohin führst du mich? Herr, wie willst du mich formen in dieser Zeit der Wüste? Wie willst du mich ändern, transformieren in dieser Zeit, wo ich lernen darf, ich darf wachsen, ich darf dich erleben? Vielleicht kannst du Gott fragen, was darf ich für einen Unterschied heute machen? In meiner Familie, in der nächsten Generation, da wo ich bin. Wo stehe ich bei dem Exodus-Story? Was ist das nächste Schritt, was ich mit dir nehmen darf? Es ist wunderbar, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Wir steigen jetzt gerade in den Abendmahl. Und das ist sehr stark, die Story von der Abendmahl. Es ist eine Erinnerung von der Exodus. Es ist ein Pessachfest, wo die Juden jedes Jahr sich daran erinnern, wie Gott hat sie durch Ägypten rausgenommen, die ganzen 10 Plagen, Wüstenzeit in das verheißene Land gebracht. Das ist eine Erinnerung für uns. Durch das Blut von Jesus, durch den Leib von Jesus, wir haben einen neuen Bund mit Gott. Wir haben eine neue Verheißung, eine neue Gemeinschaft, eine Koinonia mit dem himmlischen Vater, der uns rausgenommen hat. Von Sklaverei, von Gefangenschaft, vom Tod befreit, eine neue Identität uns geschenkt. Und Jesus sagt, wenn ihr die Abendmahl nehmt, wenn ihr das Wein nehmt oder Traubensaft und das Brot, nehmt das als Erinnerung an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Wir werden das miteinander heute machen. Und ich habe eine Good News. Das Good News ist Philipper 1,6, wo sagt, der Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem größten Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. So schön, dass wir nicht allein unterwegs sind. So schön, dass wir nicht allein kämpfen. Uns fest überlegen, wie gehe ich das alles durch. Der das in unserem Leben angefangen hat, der uns gerettet hat, der uns gerufen hat, der uns erwählt und ausgesetzt hat, er bringt seine Arbeit bis zum Schluss. Und mit dem Vertrauen, mit dem Glauben, mit dem Zuversicht darf man in dem neuen Jahr anfangen. Ohne Angst. Er ist kaum Angst besiegen, ohne Sorgen, sondern wir dürfen neu lernen, Gott vertrauen. Und ich möchte dich challengen, während du das Abendmahl nimmst. Frag dich, wo darf ich Gott neu vertrauen? Wo darf ich mit ihm neu unterwegs sein? Heute während dem Lobpreis, wir haben unser Gebetsteam. Das Gebetsteam wird heute besonders in den ganzen Raum stehen. Also sie gehen überall, sie stehen überall, ihr werdet sie finden. Debbie, kannst du kurz aufstehen? Kannst du noch hinterstehen, dass ich dich sehe? Ihr findet das Gebet mit dem Karte. Das ist eine grosse Gebetskarte, die ihr hier habt. Also, geht zu unserer Gebetsteam. Wir dürfen das Bibelvers auslesen von den Jahren sagen. Und sie werden euch segnen. Sie werden besonders von euch heute beten. Ihr dürft auch nochmal heute euch neu entscheiden, mit Jesus unterwegs sein. Und den Exodus-Weg mit Jesus gehen. Ich würde gerne von euch beten, als wir Abendmahl miteinander nehmen in den Lobpreis einsteigen. Merci, Jesus, dass du den Exodus vollendet gebracht hast. Dass du auf dem Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Du hast Tod, Sünde, Angst besiegt. Du bist der Sieger.
Danke, dass wir dürfen nur mehr Sklaven sein von dieser Kreislauf. Gefangen sein in dem Exodus-Story-Geschichte, sondern wir dürfen in der ewigen Leben, in einer Transformation mit dir zusammen zu leben. Merci, Jesus, für das, was du auch heute in unserem Leben machst. Wir nehmen den Abendmahl als Erinnerung von deinem Tod und Auferstehung. Von der Verheißung von Vergebung und Rettung. Und vom neuen Anfang mit dir und in dir. Amen.